Tja, Freunde, es geht weiter, immer heiter, auch jetzt bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD mit dem neuen Setting hier auf dem neuen Rechner. Also, neuer Rechner ist übertrieben, aber ja, doch kann man eigentlich so sagen, zumindest neues Betriebssystem. Und auch jetzt ab sofort in 2K-Qualität. Ob das jetzt sinnig oder unsinnig ist, weil ja das Spiel ja auf der Switch ist und die Switch sowieso nicht mehr als Full HD selber kann. Ja, kann man sich darüber streiten. Andererseits finde ich persönlich, macht jetzt hier zum Beispiel die Capture-Software einen relativ guten Job, finde ich, mit der Auflösung. Kann man nicht großartig meckern. Und vor allem sieht es natürlich nachher, wenn man es dann auf YouTube trotzdem im Full HD angucken würde, trotzdem besser aus als bisher. So, das ist jetzt meine Hoffnung. Ich gucke mal, ob das wirklich auch so bleibt, die Hoffnung. Und ja, wenn wir richtig reden, in der letzten Folge haben wir eigentlich hier oben im Wolkenmeer und so schon relativ gut alles abgegrast. So was Schatzkissen und so betraf. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich noch 1, 2, eventuell 3 Sidequests beginnen. Ich habe auch schon überlegt, hier wegen den Juwelen der Güte, das mal wieder wie ist das schon wieder? Morsego, genau. Das wieder mal zu Morsego vorbeigehen in der Nacht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir werden sowieso gleich wieder zurückkehren zum Wolkenhort. Also gehen wir erst einmal zum Siegelhain. Und gucken mal, was uns da die Alte so zu sagen hat bezüglich halt Zelda und der ganzen Situation. Die uns in der letzten Folge ein bisschen abhanden gekommen ist, kann man sagen. Mist, nicht erwischt. Ja, kann. Zurück ins Erdland. Michael, Hilfe! Alter, lass los, Bado, wir fallen! Ist doch nur ein Ein-Mann-Segel. Aua. Aua. Oh, mir tut alles weh. Was nicht anständig zu landen, Michael? Wah! Sag mal, hast du noch nie Vögel gesehen? Das war im Kopf. Was waren das für winzige Vögel? Die aus deinem Kopf, sag ich doch. Ah. Und was ist das da? Bade, was machst du eigentlich hier? Aber, wie? Wer? Wieso? Wo? Wo bin ich hier? Also, beruhig dich mal! Was ist hier eigentlich los? Nachdem Zelda verschwunden war, bist du schon irgendwo unterwegs gewesen. Ich habe mir gedacht, wenn ich mich an dich ranhänge, finde ich Zelda. Aber wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Was ist das für ein Ort? Weißt du, es ist Zelda hier. In den Wolken soll es doch gar nichts sein, oder wie war das? Das war eine Lüge. Chill mal, Kumpel. Und lass den Arm los, ja? So, hör mal, es war so und so. Die Situation sieht so und so aus, bla 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 bla. Alles ist scheiße und hier unten ist nicht alles grün, wie es scheint. So kannst du mir nicht mit bei dem, was du da erzählst? Dass die Vögel jetzt alle auf ihm landen. Wie darf er das interpretieren? Ist Zelda in Sicherheit oder was? Ich nehme mal an. Gut, sie ist auch in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit. Das ist gut. So ein Glück. So, Michael. Hier ist eigentlich ganz nett. Das ist noch ein toller Name. Hier nenne ich dieses Land Badonien. Badumts. Sonst noch Wünsche?
Was sagst du da, Michael? Du meinst also, dass die alte Frau in den Tempel dort weiß, wo sich Zelda aufhält? Alles klar, Michael. Du hast einen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran. Jetzt werde ich mir persönlich um die Rettung Zeldas kümmern. Ich werde sie retten und mit ihr in den Wolkenland zurückkehren. Ja, nee, ist klar. Ich werde um Zeldas Hand anhalten. Sie wird ja sagen, wir werden für immer glücklich sein. Du musst also gar keine Hoffnung mehr machen, ja? Geh noch mal gleich zu der alten Frau, ja? Mach das, Bardo. Viel Spaß noch im Leben, Michael. Er wünsche ich dir auch. Badonien. So, jetzt fehlen noch gewisse Items. Wie zum Beispiel eine Vogelfeder. Wolkenvogelfeder, nee. Einfach nur Vogelfeder. Ja, Ding würden mir theoretisch auch noch ein paar fehlen. Ein paar Dekubinen und so. Eventuell ein bisschen schwierig sein, die hier zu holen. Warte mal. Hä? Ah, okay. So. Hey Kumpel! Wie geht's dir so? Da bist du ja wieder. In Eile wie immer, habe ich recht. Mir geht es da ähnlich. Ich bin noch immer dabei, die Wunder dieser Erde zu erforschen. Keine leichte Aufgabe. Soll ich davon erzählen? Oh, kannst mal versuchen. Na, jetzt gut zu. Ich habe nämlich etwas Neues herausgefunden. Es gibt in dieser Welt Wände und Statuen, die auf schöne Klänge reagieren. Aha. Klar, schieß mal los. Ja, sehr gerne. Du bist ein echter Abenteurer, wa? Bevor von Wänden und Statuen und Zelle, sag mal. Kennst du den Himmelsfalter? Nee. Himmelsfalter ist ein wunderschöner blauer Schmetterling. Achso, der, ja, natürlich. Da nicht nur schön, sondern auch sehr robust ist, kann er in beinahe allen Umgebungen überleben. Du kannst mit Sicherheit auch hier in der Gegend finden. Dann Schriften zufolge versammeln sich die Himmelsfalter in der Nähe der Statuen und Wände. Beinahe scheint es, als wüssten sie um deren Besonderheit. Was wir dazu hören? Ja. Was interessiert dich? Wände, Statuen, Wände. Die Göttin diese Wände lassen, damit ein Held sie findet. Und dann kommt das, was ist wenn er vorgeschwungen, man nennt sie die Wände der Göttin. Aha. Ganz so weit. Nächstes Mal könnt ihr mehr darüber sagen, versprochen. Wände der Göttin. Wer es glaubt. Achso, hab schon beide. Okay. Ja gut. Ich meine, wie gesagt, ja, wir können natürlich jetzt hier uns ein bisschen umgucken im Wald von Faerûn und so. Oder ja gut, Dekokerne. Da ist ja mal der Ding gesetzt hatte. Willst du mitnehmen? Ja, komm. Bardo ging voraus, von mir aus. Dann gucken wir mal, was wir noch so treiben können. Ich muss ganz langsam sein. Verdammt. Da wäre jetzt wiederum ein bisschen zu ungestüm. Wie man so von mir kennt, wa? Schauen wir jetzt gerade, ob das auch was bringt. Nee. Dann muss man mal den wirklich anschleichen. Da vermutlich so von oben herab war. Na gut. So wird es theoretisch funktionieren. Aber naja. Seien wir ehrlich. Machen wir, wenn es wirklich notwendig ist. Ich glaube, zwar gibt es schon gewisse Items, so wie Vogelfedern brauchen, haben noch nicht. Also zum Upgraden haben noch nicht so viele. Bienenlarven vor allem, da weiß ich noch, war glaube ich irgendwie was mit der Schleuder unter anderem. Und natürlich die Finsteralmonde. Aber da wissen wir, die gibt es ja später. Wobei die könnten auch schon bald kommen. So von der Story her und so. Naja, erstmal gucken, was jetzt die Alte weiß. Und vor allem sie vor Bardo retten.
Was soll das denn heißen? Na los, sag doch mal was. Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Blödsinn! Ich, Bado, soll Zelda nicht helfen können? Warum soll der sonst hier sein, hä? Wer soll dir denn sonst helfen? Ja. Servus, da bin ich wieder. Das hätte ich mir ja denken können. Du wieder. Natürlich kannst du an einen Zelda retten. Ja, klar, hey. Michael. Lächerlich, wenn ihr seht, dieses angebliche Schicksal. Ich pfeife das Schicksal. Ich habe kein Wort von diesem Unsinn. Bro! Michael, hast du Zelda gefunden? Und sie hast du also auch getroffen, ja? Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Impa an verschiedene Orte reisen. Aber da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie gegangen sind, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lyra, die Zelda dir gegeben hat. Du musst ihre Kraft zunutze machen. Also, Michael, hast du schon versucht, Lyra zu spielen? Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Zuerst sollst du X drücken, um die Lyra in die Hand zu nehmen. Drücke X. Such nun über die... Sehr schön gespielt, dankeschön. Mal weiter. Versuche jetzt im selben Rhythmus wieder Lichtkreis zu spielen. Ich singe zu deiner Musik ein Lied. Dieses Lied wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Du hast die Hymne der Göttin erlernt. Diese mysteriöse Melodie stammt aus uralten Zeiten. Die Lyra, die du da hast, das ist die Lyra der Göttin. Sie gehörte der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Ihre Melodien vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken. Ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, das ist das Zeitportal. Es ist das letzte seiner Art, die einzige Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Michael, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu wurdest du von der Göttin auserwählt. Jo, Was ist jetzt passiert? Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich hatte erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde, aber dass das Siegel so schnell nachgibt.
Wir reden später, Michael. Du musst schnell nach draußen. Den Grund des Siegelhains. Das ist jetzt aber nicht mal eine Vision oder Albtraum von damals, ist aber nicht wahr, oder? Was ist das? Die Erde, sie bebt. Ein Erdbeben? Ja gut, kann man eben nachvollziehen, weil wir leben im Himmel, da kennt man sowas nicht. Michael, schnell zum Siegelstein in der Mitte des Hains. Wer weiß, wenn das Böse erwacht? Du musst dich beeilen. Roger, Roger. Ja, die Abkürzung. Aua, okay, war eine schlechte Idee. Aua, noch eine schlechte Idee. Muss mich beeilen. So, jetzt. Hallo? Der Verband. Hat aber schöne Zähne. Hat einen nervigen Zahnarzt. Er hat das Siegel gebrochen. Erzähle später mehr darüber. Jetzt muss ich erst dafür sorgen, dass er nicht aus seinem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. Okay. Ja, wie man schon sieht, er ist zwar irgendwie fix. Oh oh. Aufgeladene Attacke. Kein Problem. Das muss eine seltsame Zähne loswerden. So, nur 2 auf der Seite. Scheiße! Ja, ohne C laufen ist kacke. Vor allem ohne großen C. Versuch das mal, Freunde, ohne einen großen C laufen. Das ist, nee, nicht schön. So. Ran im Kopf damit! Hä? Das reicht nicht? Wieso reicht das nicht? Nein! Das sieht aber geil aus von hier oben. Und die 10 wachsen nach. Ja, super. Gut, Trick 17. Wo bin ich jetzt? Ah, hier. Trick 17, ich versuch's dann hier. Warum ihn erst zu Fall zu bringen, wenn es so auch klappt? Ah, Hilfe. Oh, Mann, ist er pissig. Ja, wobei, er kann schon mal hoch. Müsste irgendwo hier nachher landen, wa? Ja, Alter. Wie eklig. Na komm schon! So, jetzt aber. Puh. Hat nicht mehr so viel gefehlt und dann wäre er beim Siegelhain angekommen oben. Beim Tempel. Aber ja, das ist im Prinzip die Strategie. Entweder ihn zu Fall zu bringen, indem man die 10 wegschlägt und dann das Teil, also einen Siegelstein wieder zurück in den Kopf rammt oder halt so oben drauf springen und dann reintreiben.
Tja. Ist er jetzt tot oder was? Los, Michael! Lenk den Himmelsstrahl auf den Siegelstein! Schnell! Okay, muss ich da versiegeln. Warum nicht einfach töten, wenn das Problem gelöst? Aber nee! War ein bisschen schwierig, war das Ganze. Versiegelt! Wir haben besiegt! Das Spiel ist durch! Ja, Mann! Endboss platt gemacht! Ja, schön wär's. Sehr gut, Michael. Auch wenn er gerade erst erwacht war, ist es beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in seinem Gefängnis zu versiegeln. Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du uns etwas Zeit verschafft. Diese Bestie ist der Verbannte, ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer, die Geisel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Ja, einmal hat er es jetzt geschafft, wa? Du hast noch wenig Zeit, die auferlegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Michael. Es gibt viel zu bereden. Es ist noch relativ gut zu Fuß unterwegs, wenn es schon so brüchig und so ist. Und Bardo so, Oh Mann, ey, ich wollte auch was sagen. Tja. Kann jetzt aber das Teil öffnen oder was? Ein Himmelstrahl. Wie du siehst, ist das Portal im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Es ruht. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere, eine sehr starke Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht, der Himmelstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Ja, dann go! Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die Kraft, das Portal zu öffnen. Damit du das Portal öffnen kannst, müssen dein Schwert und du noch an Stärke gewinnen. Der Wald von Faerûn, der Vulkan Eldin, die Wüste Ranel. Du musst die an diesem Ort verborgenen heiligen Flammen finden und dein Schwert in ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Hinweise in 3 Flammen sind der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise und mach dich auf die Suche nach den 3 heiligen Flammen. Kehre zuerst zum Wolkenhort zurück und erledige noch ein paar Sidequests. Es muss da jemanden geben, der den Text des Liedes kennt. Sidequests, ja. Hey Bardo, was geht ab? Es tut weh, das zugeben zu müssen, aber das Mütterchen hat wohl recht. Ich kann Zell nicht helfen. Zumindest aktuell nicht. Urteil nicht vorschnell. Du wirst sehen, auch du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Ach ja, Bardo. Geh nun, Michael. Um Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen. Jo. Aber erst muss ich die Folge beenden, Freunde. Wir haben wieder mal viel geschafft, viel erreicht. Von dem her eigentlich alles, was ich eigentlich so auch wollte, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt nicht großartig meckern oder so. Und ja, zurück zum Wolkenhort, weil da gibt es ein paar neue Dinge auch zu tun. Bardo? Nichts habe ich tun können. Einfach gar nichts. Hey, das sind die Vögel verscheucht. Wollt ihr noch?
Oh Mann, kann einem schon leid tun. So, sehen wir den blauen Vogel wieder? Den blauen Vogel. Ah. Das ist die Frage. Die Führersensor neu ausrichten, der hat sich während des Kampfes irgendwie ein bisschen verklemmt. Ich hätte gerne den blauen. So, aus, dass ich gerne den blauen hätte. Mann, glaube ich jetzt überhaupt? Habe 2 jetzt bekommen, glaube ich schon, wa? 2 Vögel zum Preis von einem. Jetzt frage ich mich natürlich direkt. Spawnen jetzt die beiden Vögel, die ich gerade gefangen habe, auch nach? Oder einfach kommen die anderen zurück? Okay, nur die. Die sind alle. Nee, ich will jetzt gerade nicht. Entschuldigung, Kumpel. Ja. Aber wir sind zu schnell unterwegs. Wobei, ganz ehrlich, Vogelfedern sammeln kann ich eigentlich offscreen machen. Also. Insofern. Ah, da kommt er schon wieder. Kannst du der schon wieder? Jetzt zu schnell. Ich muss zwar zu nah dran. Scheiße. Okay, ich glaube, ich werde offscreen noch ein paar Vogelfedern sammeln. Müssen wir das in der nächsten Folge nicht mehr machen. Und dann zu der nächsten Folge erstmal mit Baldur dann ganz kurz quatschen. Mal gucken, was er noch zu sagen hat. Und dann aber zurück in Wolkenhort. Und ja, mal gucken, wie wir unser Schwert stärken können. Damit es eben zum sagenumwobenen und legendären Schwert wird. Ihr wisst alle, welches ich meine. Bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Hoffentlich hat das soweit alles geklappt, auch mit Quali und so weiter und so fort. Und eben jetzt mit 2K, oder zumindest das Full HD jetzt noch ein bisschen besser aussieht als zuvor. Mal gucken. Bin gespannt. Bye, bye.